Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Transistor. Wir sind immer noch auf der merkwürdigen, wundervollen Insel, wo wir überall laufen können, irgendwie. Und werden jetzt einen kurzen Geschwindigkeitstest machen. Und unser Kommentator ist auch sehr kreativ. Das ja, da es ja ein Geschwindigkeitstest ist, wird es wohl nicht so lange dauern. 48 Sekunden. Mit denen zwei. Was ist denn das A? Okay, das ist B. Wow. Was zum Fick sind das für Dinger? Okay, wir testen das einmal an dem. Und das einmal an dem. Den gehen wir weg. Okay. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Gut, das ist schon mal kaputt. Ich sollte vielleicht mehr Turn verwenden. 200 Schaden. Wow. Tot. Und tot. Gut. Ich hab vergessen, dass Turn noch nicht aktiviert ist. Fuck. Wir können am kleinsten. Machen wir da ein Load an. Und da ein Load. Da wär's. Das ist aber schon noch nicht. Also das erfordert ein bisschen mehr. Oh oh. Dankeschön. Ein bisschen mehr Strategie, aber ist eigentlich auch ziemlich geil. So. Komm mal da hin, du Young Lady, du. Das Gras ist, glaube ich, so oder so tot. Fuck. Fuck! Oh Gott, das ist ja knapp gewesen. Das ist verdammt knapp gewesen. Haben wir eine neue Musik bekommen. Yay! Oh Gott. Also zuerst habe ich mir ziemlich dumm. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was Get ist. Um ehrlich zu sein. Oh. Besser. Mal schauen. Coasting. Interlace. Stained Glass. Oh yeah. Back to reality. Ich glaube nicht, dass das Leder so gegangen ist. Okay, back on track. South Frustum Road. Prozess vor Ort war. Ich weiß nicht, ob ich da will. Time to dance. Hey. Dug in their heels this time. Hör auf. Chill for a second. Prozess verbessern. Zielverstärker. Nein. Jetzt verstärken sie die auch noch. Machen wir mal einen Dash in die Richtung da. Mach da mal ein A drauf. Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee, oder? Gibt das dann Combo? Ja, das gibt Combo. Gut. Machen wir nochmal das. Vielleicht das. Oder vielleicht machen wir auch. Das, wo wir nicht hinkommen. Weil jetzt habe ich nicht mehr genug Ding für 2 Angriffe. Doch, habe ich. Das wir können. Aber jetzt geht es nicht auf den zurück. Mann! Aber immerhin kann man einen fast zerstören und der andere ganz. Ha! Doch beide! Das Voraussageding ist nicht so. Und ihr kleine Viecher da. Hört jetzt gefälligst schon mal auf mit dem Scheiß. Stirb! Los! Es ist gut, dass ich nicht zielen muss, weil ich sehe nämlich nicht, wo der ist. So. Ihr Mörser-Ding oder. Ah, und jetzt du.
wir gehen mal da so in die Nähe. Und dann mal so. Und dann so. Nein. So. So. Und du bist fast tot. Das ist gut. Glad that wasn't me. Ja. Ja, mal noch so unser Hündli da, hey. Was? Und unser Hündli ist auch gestorben. Okay. Aber wir haben immerhin ein bisschen was bekommen, so erfahrungsmäßig. Und irgendwie ist da, glaube ich, letztes Mal einfach, sind da viel zu viele Gegner gewesen. Oder ich habe mich besser darauf eingestellt. Ich weiß nicht, aber letztes Mal haben wir eine schlechte Figur gemacht. Kann man da irgendwo hin? Nein. Kann man echt da irgendwas Besonderes entdecken? Dahinter vielleicht? Nein. Da? Nein, okay. Dann gehen wir weiter über die Brücke. Und irgendwo an. Es gibt immer irgendwelche Aktualisierungen, aber kann man denn da Funktion prüfen? Was haben wir denn da irgendwo Neues? Shawsburg was out of control. Thought the admins put him away. Schumacher Schasberg. Hintergrund. Mr. Schumacher Schasberg, der 12% der Bevölkerung als den am schwersten zu verstehenden Entertainer von Cloudbank betrachteten, erarbeitete sich seinen Ruf durch zahlreiche absurde öffentliche Streiche und andere gewagte oder unbedachte Kunststücke. Aus diesem Grund erhielt er von seinen vielen Fans den Spitznamen der Magier. Er fand große Freude darin, in den emsigen Vierteln Cloudbanks höchst ungewöhnliche Vorstellungen ohne Ankündigung zu geben. Im Laufe der Zeit wurden letztere immer ambitionierter und gipfelten in seinem Versprechen, per Gleitschirm in ein Sperrgebiet von Goldwalk zu fliegen und es ohne behördliche Entdeckung zu Fuß gleich wieder zu verlassen. Ja, es klingt relativ ambitioniert. 29, männlich, stark Comedy. Weil ehrlich, wir tragen doch alle eine Maske, oder? Integriert. Okay. What the fuck? Gar nicht gewusst, dass wir da können. Es gibt so viele Möglichkeiten! Und da sehen wir, was es macht bei den verschiedenen Dinger. Ah nein, was die verschiedenen Dinger bei dem Mask machen. Also die anderen Funktionen, was die machen. Sybil Rise. Life of the party. She was bad news from the first. Tja, Sybil Race. Mrs. Sybil Race war in den elitären Kreisen von ganz Cloudbank bekannt und organisierte viele der beliebten öffentlichen Veranstaltungen der Stadt. Innovative Feierlichkeiten bis hin zu modernen Festivals. Obwohl sie stets überall zu sein schien, fand sie irgendwie die Zeit, ein zweites geheimes Leben zu führen. Als Mitglied der Camerata war Mrs. Race dafür verantwortlich, Informationen über potenzielle hochrangige Ziele zu sammeln. Leute, die zu ihrer Sache beitragen konnten. Sie füllte ihre Aufgabe perfekt aus und zog keinerlei Aufmerksamkeit auf sich, obwohl sie ein bestimmtes Ziel stark frustrierte. Ich glaube, das sind mir gewesen, hä? Ah, Moment. Ich liebe Leute! Ja. Würde ich auch sagen, wenn mich erst versucht zu töten. Naja, wir machen, glaube ich, da mal ein bisschen eine Lesestunde. Letztes Mal, als wir da gesehen haben, habe ich gesagt, ich kann es selber lesen, aber ich finde es irgendwie noch, ich weiß nicht, wenn ich schaue ja ab und zu auch selber Let's Plays, und ich finde es noch cool, wenn der es vorliest, dann kann man sich einfach zurücklehnen, vielleicht auch noch was dran machen, dann muss man es nicht selber lesen. Und mal ehrlich, wer schaut das YouTube-Video, damit das kann pausieren? Niemand, oder? Okay. Farah Yondale. Sie war der erste Skypainter von Cloudbank. Jemand, der aus dem sich fortwährend verändernden Himmel ein Kunstwerk zu gestalten verstand. Ihre Arbeit erfreute Tausende, die sich daran erinnerten, den Himmel einst als gegeben hingenommen zu haben. Durch die Umgestaltung des Himmels um die Stadt herum erlangte Miss Yondale eine staatliche Anhängerschaft. Und als mit ihren Fähigkeiten auch ihre Beliebtheit wuchs, begann sie Forderungen zu stellen. Eine dieser Forderungen kam direkt von Herzen. Der Bezirk Goldwalk, wo ihre Verehrer lebten, zog sie magisch an. Dort wollte sie für ihr eigenes Wohl und das der Gemeinschaft den Horizont zur Sonnenwende in schimmerndem Saphir erscheinen lassen. Dies markierte den Zeitpunkt, an dem ihre Kunst zur Belastung wurde. Ja, ist schon hart, hä? Der Himmel sieht blau aus, weil wir das so wollen. Das ist ihren Grund.
Hat was? Hat was? Gut. Das nächste. Niola Shane. Ich glaube, es heißt Niola Shane. Es dürfte nicht leicht fallen, ein aktiveres und offenherzigeres Mitglied der Gesellschaft im Cloudbanks Bezirk Goldwalk zu finden, als Miss Niola Shane. Sie verwendete mehr als 66% ihrer verfügbaren Zeit auf Aktivitäten wie die Verabschiedung von Verordnungen zur Verbesserung unterentwickelter Regionen, die Kontaktaufnahme zu gewohnheitsmäßigen Nichtwählern und deren Information oder die Fürsprache für Gruppen ohne adäquate Vertretung. Da ihre Liebe für den Bezirk wegen alten, positiven Erfahrungen, die sich zu Nostalgie gewandelt hatten, tatsächlich aufrichtig war, wurden ihre Motive kaum in Frage gestellt. Trotzdem hatte auch Mrs. Jane Gegner, was bei der Eröffnungsfeier, die sie für den Goldwalk-Kanal organisiert hatte, äußerst deutlich wurde. War das gerade ein Weiter? Der Kanal. Der Kanal sollte eine Art Galerie werden, um vielseitige Arbeiten jener Mitmenschen auszustellen, die unüblichen und traditionell weniger beachteten Berufen nachgingen. Stattdessen sah sich Mrs. Jane Anschuldigungen ausgesetzt, dass sie durch ihre Zurschaustellung brotloser und nicht beachtenswerter Künste für Unruhe sorgen würde. Die störende Gruppe war insgesamt aus 17 verschiedenen Gründen wütend. What the fuck? Dazu gehörte auch die Frage, weshalb sich der Kanal bei einer Abstimmung gegen eine U-Bahn-Station hatte durchsetzen können, die die Transportlücke zwischen Goldwalk und dem benachbarten High-Rise über eine Kurzstrecke geschlossen hätte. Bei diesem besonderen Vorfall verlor Mrs. Jane in aller Öffentlichkeit die Fassung und die Situation wäre eskaliert, hätten nicht mehrere Personen zu ihrer Verteidigung bereitgestanden. Später boten ihr genau diese Personen ihre zukünftige Unterstützung für derartige Angelegenheiten an. Sie erkannte nicht, um wen es sich dabei handelte und stimmte einem Treffen zu. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sind die Kamerata, wo wir schon, bekämpft haben. Angeführte Gründe, jeder verdient das Beste. Ich frage mich. Okay. Und da geht's auch nicht, aber gut. Und da auch nicht. Gut, ich hätte vielleicht extra noch mehr. Preston Moyle. Auf der Rennstrecke von Cloudbank war Preston Moyle der erste, der 4 Jahre hintereinander mit unerschütterlicher Ruhe sämtliche Geschwindigkeitsrekorde einstellte. Was? Einstellte? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich denke, die einen sagen, er stellte. Mr. Boyle, dem What the fuck? So. Mr. Boyle, dem zugeschrieben wird, die Rennen der 1200 Kubikzentimeter Klasse populär gemacht zu haben, wurde aber nicht durch seine überragenden Fahrkünste, sondern auch durch die Tatsache berühmt, dass er seine Motorräder eigenhändig zusammenbaute. Nice. Man kannte ihn dafür, dass er, ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick, selbst auf den entlegensten Straßen von Cloudbank unterwegs war. Und dann war Mr. Moyle eines Tages plötzlich verschwunden, wobei er mit Ausnahme seines schnellsten Motorrades seinen gesamten Besitz zurückließ. Ich würde sagen, das nennt man Burnout, hä? Gut. Lillian Platt. Mrs. Lillian Platt war eine der herausragendsten Wissenschaftlerinnen in Cloudbank und die jüngste Person, die jemals zur Vorsitzenden des OVC-Vorstandes gewählt wurde. Unter ihrer Führung wurde die Anzahl der OVC-Terminals in Cloudbank mehr als verdoppelt und die Übertragungsstärke um mehr als das Vierfache verstärkt. Dann aber wurde sie zur jüngsten Person, die diesen Posten jemals aufgab. Denn nach weniger als 2 Jahren reichte sie ihren Rücktritt ein, um außerschulischen Aktivitäten nachzugehen. Bei privaten Unterredungen wiesen mehrere ihrer ehemaligen Kollegen darauf hin, dass das plötzliche Verschwinden von Mr. Maximilius Darcy, eines engen Freundes, der Grund für ihren Rücktritt gewesen war. Offiziellen OVC-Kopien zufolge hatte sich Darcy eines Tages dazu entschlossen, aufs Land zu ziehen. Oh, wieso nicht? Fuck. Ihre angeführte Grund. Problemlösung. Gut, noch 2. Wow. Guess I'm not supposed to be here. Not that anyone else is. So they got any dirt on me? Okay. Nicht Ich glaube, das ist der Ding. Dieses Schwert halt.
Und ich immer noch nicht weiß, welche Person das ist. Ist es vielleicht ein Bodyguard gewesen, oder? Keine Ahnung. Vielleicht ist er gestorben. Könnte sein. Versuch noch, ein paar Probleme zu lösen. Das ist gut. Red. Red gehörte 5 Jahre lang zur Crème de la Crème der darstellenden Kunst in Cloudbank. Obwohl sie in Jefferson Hall studierte, zeigte sie schon früh Interesse an Musik. In Jefferson wurden viele der ambitioniertesten Städteplaner der Stadt ausgebildet. Red dagegen verbrachte den Großteil ihrer Zeit damit, die mit stehen begriffene Kunstfakultät der Akademie aufzubauen, und war die erste, die 2 nicht traditionelle Disziplinen auswählte. Die Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass sie aus persönlichen Gründen keine Erklärung dazu abgeben wollte. Selbst als sie bereits im Rampenlicht stand, antwortete sie kaum auf Fragen nach ihrer Vergangenheit und den Einflüssen auf sie. Ihre Arbeit würde für sich selbst sprechen, sagte sie dann oft. Trotzdem gab sie zu, ihre Musik niemals mit dem Ziel zu schreiben, Kontroversen aufzuwerfen. Ja, immer schön regelkonform, hä? Angeführte Gründe. Abgelehnt. Okay. Jetzt haben wir endlich mal all die Geschichten gehört. Und jetzt kommen neue Gegner wetten. Schöne Musik. Na komm, Fernstandort. Nicht Head verfügbar. on in. Oder so. Verfügbar. Doch, das stimmt mal mit V, oder? Nicht verfügbar. Aber ich sehe gerade, wir haben schon viel zu lang. Also nicht viel zu lang, aber die Folge ist jetzt fertig. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder ein bisschen Action haben. Also wir haben am Anfang ein bisschen Action gehabt, aber ja. Und wir werden den fairen Standort erkunden. Oder das faire Gebäude, besser gesagt. Und wir sehen sich dann. Tschüss.